ein Pandaren, geboren und aufgewachsen auf der geheimnisvollen wandernden Insel. Obwohl die meisten eures Volkes zurückgezogen leben, brennt in euch die Lust nach Abenteuer. Die wandernde Insel hat jüngst begonnen, scheinbar ziellos über die Meere zu treiben. Ein Frösteln liegt in der Luft und eure Heimat steuert auf ihren Untergang zu. Als einer der vielversprechendsten Schüler in Meister Shangs Kloster wird es an euch sein, euer Volk zu retten. Aber zuerst müsst ihr eure Ausbildung abschließen. Ja, mit diesen Worten begrüße ich euch herzlich zu meinem neuen Let's Play. Nämlich WoW Online. Nein. WoW einfach. Wie heißt das Neueste? Mr. Pandaria. Genau. Shang lädt euch in seine Gruppe ein. Annehmen. Ja, hallo Leute, auch von meiner Seite und herzlich willkommen hier zu Let's Play Together WoW Mist of Pandaria. Das ist ja jetzt so vor einer guten Woche ist das released. Und genau, wir werden jetzt das einfach so ein bisschen zusammen zocken und die Idee ist halt auch, dass wir dann da so ein bisschen, also er redet dann Schweizerdeutsch und ich Hochdeutsch und genau, also wir haben gesagt, das versuchen wir jetzt mal und ja, allenfalls werden wir das ändern. Genau, schauen wir. Und dann beide Hochdeutsch reden. Genau, oder beide Genau. Schweizerdeutsch. Und also jetzt noch zu Olli, beziehungsweise hier mit seinem Ching Chi. Er hat noch nie zuvor sich in World of Warcraft eingeloggt. Genau. Das heißt, er ist eigentlich ein Obernoob, aber er wird das sicherlich auch noch alles lernen. Obernoob. Gut, dann können wir jetzt gleich mal anfangen. Ja, ich stelle noch schnell den Timer. So. Okay. Ich habe mal 30 Minuten eingestellt. Okay, dann lass uns hier mal die Quest annehmen. Dann musst du hier zu mir kommen. Wie laufen wir? Mit WASD. Okay, ich kann es nämlich auf der Pfeiltaste im Moment. Also. Siehst du mich? Ja, ich sehe dich. Okay. Also ich rate dir eigentlich mit WASD zu laufen. Das geht dann viel einfacher. W-A-S. Ja, schau mal. Ich brauche ein Ziel. Und dann hier kannst du einfach mal draufklicken, links oder rechtsklick. Dann kannst du die Quest beenden eigentlich. Und dann Ich lese das die schon neue vor. annehmen. Heute ist der Tag, an dem eure Zukunft entschieden wird. Besitzt ihr die notwendigen Stärke und Robustheit, um Krieger zu werden? Oder hält das Schicksal ein Leben als Landarbeiter für euch bereit? Ja, easy, komm, ich werde Bauer. Und jeder findet seinen Platz, aber ich spüre, dass er nach Größerem strebt. Bitch. Beginnen wir also mit der Ausbildung. Mein jüngster Schüler. Ihr bekommt 2 irgendetwas Gold. Was ist das? Das ist wahrscheinlich Kupfer. Okay. Egal. Nach der Werke dem Spieler. Was, du bist Level 90? What the fuck? Laber nicht. Aha, das Also ist komm, der... wir müssen jetzt hier diesen Schülerstab müssen wir hier nehmen. Ja, warte schnell, ich muss das schnell lassen. Zuallererst werdet ihr eine Waffe benötigen, die euren Fähigkeiten entspricht. Beschafft euch ein Schwert von einem der Waffenregale dort unten. Bringt es zu mir und zeigt mir, dass ihr auch wisst, wie man es richtig hält. Das weiß ich aber gleich nicht. Wir müssen das Schülerschwert nehmen und anlegen. Wir tun da den komischen Meister umrennen. Ja, komm jetzt einfach mal hier runter und dann musst Ja. du hier draufklicken und dann Wie kann man gumpen? Leertaste. Ja, dann mach ich glaube ich lieber mit WASD. Caps Lock, scheiße. Die Finger sind einfach zu dick für das. Also eben Leute, ich muss die Steuerung noch ein bisschen lernen, von dem her. Also muss hier einfach einen Links- oder Rechtsklick drauf machen. Das glitzert so. Schülerschwert. Wie nehme ich das? Draufklicken und jetzt drückst du B. Warte mal. B.
Jetzt siehst du da dieses Schwert B. das ist in deinem Inventar und Ah, dann ja, machst du Rechtsklick drauf und dann legst du das automatisch an. Genau. Stylisch. Jetzt mache ich wieder uns ausrüsten mit R, oder was? Also ziehen meine ich. Nee, mit Y. Oh. So, jetzt gehen wir First hier person. zurück, denke ich mal, Ja, zu voll. diesem, wie heißt der, Shang-Chi? Ja, Shang-Chi. Mhm. Genau. Ich tue jetzt auch ein bisschen in First-Person-Mode. So, dann kannst du die Quest auch gleich abgeben. Wo ihr wandelt, da erblüht Größe. Yeah, und Leute, wir haben unser erstes Geld bekommen. Und der andere hockt ab. Lasst uns dann wieder mit anstellen können. Quest beenden. Ich würde gerne beobachten, wie ihr euer neues Werkzeug einsetzt, mein junger Schüler. Das wird mir helfen, darüber zu entscheiden, welcher Grad der Ausbildung eurer Talenten am ehesten entspricht. Wir haben dort unten auf dem Ausbildungsgelände eine Menge Übungsziele. Erprobt eure Angriffe an ihnen und kehrt zu mir zurück. Sobald ihr ein Gefühl für eure neue Ausrüstung entwickelt habt, zerstört 5 Übungsziele. Was können wir über Intiaden Armschützen? Okay. Annehmen. Ja Leute, dann schauen wir, dass wir mit der Steuerung noch jetzt zurechtkommen. Das ist ein bisschen komisch, ich drehe wie ein Auto mit so einem Kreisli. Ja, das kommt dann schon mit der Zeit. So, und hier machst du jetzt einfach, drückst du die ein, also visierst du so ein Übungsziel an mit Linksklick, dann kannst du einfach die 1 drücken. Eis. Ja, und dann Stier. da draufhauen. Aha, muss man nur einmal drücken, oder? Ja, das ist eigentlich, also, nee, nicht nur einmal. Also es gibt eigentlich den automatischen Angriff und da den kann man, also wenn du P Das ist drückst, zu weit entfernt. dann kann man das, glaube ich, ja genau. Hast du P gedrückt? Nein. Ja. Also ist eigentlich auch gar nicht so wichtig, also Okay. das braucht man eigentlich praktisch auch nie, aber ja, ich kann es dir sonst irgendwann mal zeigen. Genau, hast du schon alle 5? Aber ich bin irgendwie, was bin ich? Oh, eben. Ich bin irgendwie so ein Doch, du hast komischer... schon alle 5. Habe ich schon? Sicher. So, jetzt weiß müssen wir gar die Quest wieder dann abgeben. Und rennen kannst du auch noch. Ja, wir rennen ja. Ja, aber noch schneller. Nein. Okay. So, Jo. auch schon Stufe 2 sind wir hier. Euch zu sehen. Nicht noch nicht. Warte mal. Gar nicht schlecht, Ching-Chi. Ja, das ist unser Name. Wir heißen Ching-Chi. Ching-Ching-Chang-Chong. Ihr scheint tatsächlich den richtigen Pfad gewählt zu haben. Yeah. Lasst uns fortfahren. Quest beenden. Ui, und ich bin auch Stufe 2. Yeah. Es ist etwas ganz anderes, einen lebenden Gegner anstatt dieser Übungsziel im Hof gegenüberzustehen. Lebende Gegner schlagen zurück. Eine sehr reelle Angst vor dem Versagen und manchmal sogar dem Tod überkommt euch. Ihr müsst den Mut aufbringen, diese Ängste zu überwinden. Fordert die anderen Schüler innerhalb des Tempels oder auf den Stufen davor heraus und bezwingt sie. Bezwingt 6 Hu-A-In oder Hu-Jon oder Du-Shui-Schüler. Wir kommen in Ziaden-Wickelgurt über. Okay. Was auch immer. Jo, los geht's. Und dann, Ja. genau, wir müssen jetzt einfach hier diese Vollpfosten hier herausfordern, glaube ich, und dann bezwingen. Also ich habe da auch schon ein bisschen in der Beta gespielt, habe ich da so ein Beta-Key bekommen, darum kenne ich auch schon ein paar Sachen. Okay. Ich kann es sein, dass bei mir gerade ein bisschen stockt. Genau, da musst du Bisschen. einfach da auf sie drauf losschlagen, sozusagen. Ja. Aber mir Mit stockt es ein 1 bisschen im wieder. Moment. Und genau. Das ist einfach 6 Mal. Der da. Das Viech. So. Kutsching. Ich habe jetzt gerade gemerkt, ich glaube der Ton ist gar nicht an. Bei mir schon. Warte. Kann ich ihn blocken oder so? Wieso ist denn der Ton Ja. nicht an? Kann ich nicht ihn blocken? Kann das sein?
Mhm. Nee, Nee, ich bin nämlich schon fast tot. Ja. Ist ja ein Failing. also musst du einfach auf die drauf losschlagen. Ja, ja. Da kann man gar nicht so schnell sterben. Oh, jetzt habe ich pariert, irgendwie aus irgendeinem Grund. Er hat halt eine Passivfähigkeit. Also wenn ich ihn einmal anvisiert habe mit Eis, im Fall kann ich ihn auch mit links schlagen. Yeah, bitch. Aber dann machst du nicht den Hieb. Sondern? Ja, einfach gar nichts. Doch. Nur den automatischen Angriff. Aber der geht auch, wenn du nicht die Nummer, was ist, die linke Maustaste drückst. Mhm. Das geht auch so. Ah, ich glaube, ich sterbe jetzt. Achso. Eben. Ich bin jetzt fast gestorben, aber hier jetzt bei Meister Shang-Chi können wir die Quest abgeben. Ja. Ah, haben sie schon gemacht, oder was? Ja. Siehst du immer bei der Quest dort. Da oben, Mensch. Ja. Okay. Ah, wenn wir zusammen sind quasi, dann tun wir es selber machen, oder was? Hm? Ja, weißt du, was ich meine? Wir sind ja quasi voll die Homies jetzt. Und wir tun es quasi zusammen noch lösen, oder was? Ach so, ja. Eben, Das ich bin ja vorhin Noob. nämlich selber gesagt. Vergesst Ne. Verletzung, aber vergesst Die niemals meisten der anderen Schüler haben schon einige Zeit hier verbracht, aber ihr seid schon jetzt in der Lage, euch mit ihnen zu messen. Ja, sind ja Noobs, also sorry. Das spricht für euch. Aber es gibt noch weitere Lektionen, die ich euch gerne lernen sehen würde. Was gibt es das? Initialen? Ah, das kommen wir jetzt über. Initianten. Gut. Wie kann ich das anlegen? Ja, wieder gleich mit Rechtsklick. Rechtsklick. Habe ich es jetzt gerade verkauft? Kann das sein? Also mit dem Rechts, also zuerst musst du deine Taschen öffnen und Ja. dann Rechtsklick und dann hast du ihn an. Aha, okay, ja. Voll. Hast du es an? So schauen. 16 Rüstung. Ja, easy. Ja, Honey. Okay, jede Weisheit hat seinen rechten Ort und eine rechte Zeit. Aber die Zeiten ändern sich für alle diejenigen, die auf Shen Chi Shou Ding Bong leben. Für diese Lektion bitte ich euch um zwei Dinge. Zunächst halte ich eine Flamme in meiner Hand. Konzentriert euch und versucht sie mir zu entreißen, sobald ihr euch bereit fühlt. Solltet ihr erfolgreich sein, bitte ich, dass ihr den Tempel besteigt. Okay, wir besteigen den Tempel. Und das Edikt der Mäßigung verbrennt, das ihr dort oben finden könnt. Wir besteigen vom Tempel. Entreißt Meister Shang-Chi die Flamme und verbrennt dann das Edikt der Mäßigung. Ihr bekommt 35 Dingsbums. Ha! bei eurem ersten Versuch. Hast du, gut, jetzt hast du die Flamme auch so, jetzt hier rauf. Ebene Ja. des Tempels und Komm mal verbrennt mit. die Schriftrolle, die ihr dort findet. Sehe ich gar nicht. Du musst dich umdrehen. Ja, da bist du. Ja, easy, gehen wir. Ja, Bist du da oben? ja. Ich kenne das noch von der Beta und zwar kann ich mich noch. Moment. Ja, sus. Hinter Ich gegangen. glaube, ja, wir müssen hier noch eins drauf. Hm. Ah, nee, wir müssen da wirklich rundherum rennen. Kann man leider nicht abkürzen. Aber, Ich kenne das noch von der Beta, weil da gab es immer so viele Leute und da konnte man die Quest gar nicht machen. Weil einfach dieses Edikt da hm. war einfach so, also das konnte man gar nicht mehr anvisieren. Weil es da so viele Leute hatte. Fail. Und da musste man einige Zeit warten. Bist du oben? Aha, ja, und ich bin jetzt schon wieder runter. Ja, Wieso Leute, bist du so wieder so. runter. Wir gamen das jetzt ein bisschen. Ja, ich das nicht backen, wie ich ein Noob bin. Ja, Fail und so. Ja, voll. Wo ist jetzt der Schrein Linksbums? So, Geh mal auf jetzt die Seite. können wir die Quest auch gleich wieder abgeben. Ja, wo ist das Zeug? Ja, unten wieder bei dem Meister Shang-Chi. Nein, wo ist das? Der Schrein Linksbums. Ach so, das habe ich ja schon gemacht, weil. Ah, aber ich kann Weil ihn entflammen. Hm? Ich kann ihn entflammen. Ja, aber ich hab's trotzdem schon gemacht. Aha. Gibt's Also bei eigentlich... dir steht ja. Bei dir stehen ja deine Ziele und die Quest. Ja, kehrst du Meister Linksbums zurück, ja. Genau. Aber hey, kannst du nicht immer alle Quests wenn da so klauen? ein Fragezeichen steht, anstatt eines Quest-Ziels, dann heißt das, dass die Quest schon abgeschlossen ist. Das heißt, Okay. du kannst dann einfach
zu der Person gehen und dann die wieder abgeben. Chillig. Ich freue mich, euch zu